onze Geschichte Nummer 44. Ditmaal vertellen wir noch mehr von den oudkolonischen Maroniten ihre schwere Pionierarbeit in Britisch Honduras, dem vandaagschen Belize. Met de tijd kauften de nieuwe Einwanderer sich op de Blue Creek Siedlung in Britisch Honduras mehr Pferd und mehr Tractors. Aber in dem ersten Sommer reien dort von März, Mai an so sehr viel, dass die Leute dort nicht wiederkommen können mit irgendwas. Weil es auf dem neuen Siedlungsland nicht wenig wären und dort den ganzen Sommer über viel zu blattig wäre, zum wir merken, können die Pioniere fast nicht von der Stadt kommen. Sie wohnten über ein Jahr entweder dort dicht bei den Schniedmehl an ihre kleinen Hieserkes oder an die 10 kleine Hieserkes, wo der Landverkäufer dort noch veran hat, bauen lassen. Zwischenan werden 2 Männer all naar de Verenigde Staaten gefahren, om 2 Kedentraktors, 2 Krupers, zoals ze dat noemden, te kopen, zum Wald uitroden en weermerken. Aber dat blijft op ihre nieuwe Siedlung den ganzen Sommer über auch für die Kedentraktors viel zu blattig, um diese Arbeit tun können. Die Pioniere fangen den Wechsel von dem allgemeinen drehen Klima in Bustillos-Tal und Chihuahua nur dem sehr nahen tropischen Klima nicht leicht. Mit dem Blue Creek Landkäupen haben die Maroniten auch dem Landverkäufer sein Boot mitgekauft, womit er sich seine Ware in Huis geholt hat. Das Boot verkaufte die Gemeinde meistens am Anfang an 2 von ihren Brüdern. Diese Brüder fuhren mit ihrem Boot meistens 3-mal den Weg von Blue Creek, verlängert den Rio Ande Bad Douglas, einen Tag an und den anderen Tag zurück. Weil der Weg auf die neuen mennonitischen Siedlungen in Britisch Honduras im ersten Sommer meist unfahrbar waren, fuhren die Pioniere von der Blue Creek Siedlung am Anfang meistens mit diesem Boot mit Bad Douglas und fuhren dann von dort mit dem Autobus entweder nach Orange Walk oder nach Belize City, um dort die nötigsten Sachen einzukaufen. Wenn sie eingekauft hatten, dann fuhren sie weiter zurück, Bad Douglas mit dem Autobus, und von dort leiten sie sich mit ihrer eingekauften Wartop mit dem Boot auf dem Rio Ande Bad Blue Creek bringen, aber von Blue Creek mussten sie ihre Ware auf dem Blattchenweg Bad Thus bringen. Und dort wird den ganzen Sommer über so blattig, dass sie dort sehr schwer fangen, ihre Eetware und andere Sachen, was sie haben mussten, auch allemaal von dort in Huis zu kriegen. Dann ihre kleine Pferdjes oder Müllers können meistens nicht einmal von dort ihre gekaufte Waren in Huis führen, auf die glatte Weg, sodass auch von dort noch meist alles mit Kommerven-Traktors bei Thus geholt worden muss. Im ersten Sommer wurden auf der Blue Creek Siedlung in Britisch Honduras sehr viel Kinder krank und starben. Dann dort Rieferwater, wo die Pioniere von Brocken mussten, wenn sie nicht genug Regenwater abfangen können für ihren Hüsgebruch, dort wir nicht rein genug und mir auch besonders die junge Kinder krank. Jakob Wieb erinnert sich daran, dass er durch muss viel Gräber graben halten. Wieb sagt, in einem Monat von 30 Tagen starben durch 31 Kinder. Einen Tag gingen 3 kleine Jungs, 3 Brüder am Riefer schwammen. 2 von diesen verdrunken durch am Riefer dicht bei den 10 kleinen Hieserkes, wo die ersten Einwanderer dann wohnten. Die oldkolonische Pioniere auf der Shipyard-Siedlung in Britisch Honduras brauchten ihre Nahrungsmittel und andere Sachen von lang nicht so weit aufholen als die Leute auf der Blue Creek Siedlung. Aber da wir dort im ersten Sommer auch so naht und blattig, dass die Leute sehr schwer die nötigste Mädel in Huis kriegen können. Abraham Harder, der nun bei Elmer, Ontario wohnt, sagt, die Shipyard-Siedler mussten ihre Nahrungsmittel am Anfang alle von Orange Walk und dem New River mit Boots, was je in ihre Siedlung holen, und dann die von dort mit ihre kleinen Pferdjes bei Thus holen. Die Pioniere versuchten ihre Wege auf ihre neue Siedlung vorwärts zu merken, sagt Harder, mit Picken und Spodens. In dem heiten tropischen Klima haben die Weicharbeiter den ganzen Tag ganz naht geschweißte Kleider
en ihre schwere Handarbeit verschlucht doch mal sehr wenig. Aber Maschinen wären da am Anfang noch nicht, um de Weh helfen vorbaar merken. Hader vertelt eine von vielen schweren Erfahrungen, die de Siedler ab der Shipyard-Siedlung en de erste Sommers merken wegen ihre unfahrbare Wege. Er sagt einmal, holt ein Mann zu rieden mit seinem kleinen Pferdchen Nahrungsmittel von der Stadt am Riefer auf, was wo dort Boote gebracht hat. Hängen wir es voll sein Pferdchen dohl, der sagt Mehl voll an einen Baum an, reiten zwei und schert Mess halb ladig. Als de nieuwe Siedler sich in Britisch Honduras ab der Blue Creek Siedlung am ersten Jahr ihre etwa und andere neue Sachen meist alle entweder von Orange Walk oder von Belize City holen mussten und mit Trucks oder Autobuses Bad Douglas bringen können, von wo sie die mit einem Boot Bad je in ihre Siedlung Bad Blue Creek bringen mussten, und dann die von dort meistens mit Komreifen Traktors nach Hus wollen leiten, wurden sie von Mexiko bald sehr beschuldigt, dass sie ihre Traktors mit Komreifenräder dort alles brauchten. Mehrere Prediger wären all von Mexiko vor kurzer Zeit auf der Blue Creek Siedlung gewesen, auch als der Abraham Schmidt von der Swift-Current-Kolonie in Chihuahua. Einige von diesen Predigers gefällt dort nicht, dass die Gumreifen-Traktors dort zu alles gebraucht werden mussten. Aber die meisten wären mitledig mit dem Lied auf ihre neue Siedlung und ihre schwere Lehre. Sie sagen dort auch an, dass es wenigstens am Anfang gar nicht anders gehen wird. Pioniere wurden dort ohne Gumreifen-Traktors nicht kennen, genug etwa Baumaterial und andere neue Sachen in Haus kriegen. Jacob Harms war auch 1,5 Monat bei den neuen Ansiedler in Britisch Honduras. Aber Harms, so sagt Peter H. bei Wieb, lohnt einmal weiter so sehr wie in die Gumreifenräder und die Traktors, so dass viele Brüder seine Arbeit dort nicht sehr schätzten. Dann viele Familienvaters sagen dort all an, dort an ab ihre neue Siedlung auch für die Formarbeit sehr neidig die Traktors mit Gumreifenräder fehlen würden. Aber sie fehlten an Harms sein beständig Lohnen, dass sie in ihrem neuen Heimatland auch können uitgesloten worden, wenn sie ihre Gumreifentraktors zu der Landarbeit brauchen würden. Und dabei entschlossen sich viele Brüder dann all lieber zurück nach Chihuahua zu tragen. Von den ungefähr 150 Familien, die auf der Blue Creek Siedlung all wohnten, sagt Peter H. W. Wieb, trocken ungefähr 60 Familien zurück nach Chihuahua. Nicht alle trocken dabei zurück, dass sie auch im neuen Land nicht wurden sollen Gumreifenräder brauchen an ihre Traktors, aber viele von diesen trocken kriegt dabei zurück nach Chihuahua. Ungefähr ein Jahr nachdem die erste kolonische Einwanderer von Chihuahua, Mexiko und Britisch Honduras angekommen wären, kamen Jacob D. Dick und seine Familie auch dahin. Der Anfang war für die Pioniere auf der mennonitischen Blue Creek Siedlung sehr, sehr schwer. Jacob D. Dick und Margaret, nu dem Prediger Jacob Wieb seine Frau, vertelt wird von der dicken Familie ihre Erfahrungen in den ersten Jahren. Sie sagt, wir hatten bei unserer ersten Wohnung am neuen Land genug Rieferwasser dicht bei, aber dort wir nicht rein genug zum Trinken und zum Eten merken. Da boten sich immer viele von unseren eigenen jungen Menschen und auch viele Einheimer, sich dort heute Klima erträglicher zu merken. Genug reine Trinkenswasser zu finden, wir eine große Abgabe. Wir deden alles, was wir können, alle Regenwasser, was vom Tag aufrennt, abzufangen, aber das war doch manchmal alle. En dem dichten Wald Linien opmerken en door einigermaßen vorbare Wege merken, dat wir mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden. In den dichten Wald uitroden für unsere Büstäden, seien Wieben, wir auch sehr viel Arbeit. Viel Einheimer wurden angenommen, die für uns
mit ihre Machetes dort dernere Struck aufhaken mussten, dat die het nicht sehr lang, wat wie Jungs und Mädchen auch leerden, de Machetes zu brücken. Die dickere Beine mussten mit Achsen oder Kedensäuen aufgesägt worden. Wenn die aufgemerkte Beimaster 2 oder 3 Monate gelegen hadden und die dernere Aster 3 genug geworden wären zum leicht brennen, dann steckten die Nobers am Darb meistens zu ovens einen um anderen ihre aufgemerkte Bein an und verbrannten bei. Die dickere Aster, wat nicht verbrannt wären, die wurden dann in Regen topgeschnitten. An so einem Abend, wenn die Darbsnobers ihren doorgehakten Wald uitbranden, so sie dort nannten, dann wird dort am ganzen Darb ganz Tag. Und wie Mädchens saßen dann büten und sungen. Lauter hier wird die Nobers am Darb davon reden, wo sie uns singen geschätzt haben. Weil wie Mennoniten nicht gut bekannt wären mit den verschiedenen Sorten von Bäumen, und die Einheimer uns manchmal nicht rechten Rot daran geben, und wie all Jahren so schwind als möglich eine Büsteed opgemerkt kriegen wollen, haben wir am Anfang viel so eine Bäume verbrannt, von wo wir haben konnten goudet Bühalt oder Möbelhalt merken. De Pioniere ihre grote Pläu mit der Armee-Eimsje am Nieuwen Land. Margaret Wieb sagt, de Armee-Eimsje, wir nannten die auch Wander-Eimsje, wären in den ersten Jahren auf der Blue Creek-Siedlung eine sehr, sehr große Pläu. Die kamen meistens bei Nachttiden an mehrere Meter breite Striepen wie die Millionen und gingen alles, wo sie ankamen, durch und freiten alles Angesaffer, Cockroaches und alles ab. Kein Angesaffer bleibt forever. Aber wenn die durch ein Haus trafen und die Menschen nicht bereit kamen, alles schmackhafte Eten aus dem Stich zu nehmen, dann bleibt da auch nichts von ever. Und die kamen immer ohne angemalt und jeder Haus zu nehmen, was sie antrafen. Wenn die Tietjen noch merkten, dass ein einziger Schwarm am Kommen war, dann waren Schwindlopes ram alle Past, oder Pols, oder Sterndasch, wo das Haus boven stand, ram gebungen und mit Dieseleil nachgemerkt. Wenn wir reinkamen dort zu donen, dann kamen die Einzigen nicht hinein. Mit der Zeit leert wie dort, dass wir bloß ein Striebje Dieseleil am ans Haus heran geiten brochten, dann gingen die Wandereinzigen an das Haus heran. Einen Abend kamen die Armee-Einzigen all vor Sonnenuntergang auf dem Weg, der bei uns vorbeiging. Diese Strieb-Einzige wird am wenigsten 3 Meter breiter als der Weg und so dick, dass nichts von der Erde zu sein wäre. Uns Vater, Jakob der Dick, hat am dem Tag eine 200 Liter Tonne voll Dieseleil gekauft und er sagt zu seinen Kindern, nehmt von der Dieseleil so viel als das braucht, bespritzte Einzigen, steckte an. Jungs und Mädchen trocken ihre Gummstiefeln an und schauften so bosig als sie können. Sie wären alle ganz meid geworden, aber sie hatten gewonnen gegen die Millionen von Wandereinzigen. Zwischen Antwort von Klassphären ihre Ernten. Mitten in der schwere Pioniertijd passiert an einem Darb auf der neue Blue Creek Siedlung wo die Lidor mal zwischen alle so ein Bett abgehört hat. An dem Norden Wader gedieden die Ernten sehr gut, und viele Pioniere haben bald ein Härtje Schmacke ernten und plocken die regelmäßig die Fadern uit zum Vaderkasses merken. Einige Bürgers merken sich von 200 Liter Eiltonnen lange Träge oder Grobes und kirkten da Birnen Sirup von Zuckerrohr. Diesen Sirup können sie an der Stadt verkaufen. Klassphären, die auch an dem Dorf wohnten, wo Prediger Jakob die Dicken wohnten, hatten auch ein schmackes Härtje ernten. Und sie kirkten auch manchmal an so einem großen, groben Sirup, den an der Stadt verkaufen. Und dann an einem Tag, als sie Wader von wem von Zuckerrohrsaft Sirup gekirkt hatten, den konnte brucht, davon eine Art Schnaps merken, dann gingen sie einen Abend zum Eten, während der Gruppen voll Sirup aufkeilen soll, so dass sie den an Tonnen geiten können, nach der Stadt bringen.
Als sie dann waren uitgingen nom eten, houden ihre Enten sich so, als Enten dort dann immer daunen, wann an wordt sehr gut schmeckt. Ganz wat am Schnovel vollgesopen von dem Sirap, wat bei dem Gropen übergekocht wird. Ihre Enten lagen alle an den Gropen Raum ganz besopen. Aber Fähren dachten, die hadden sich alle doodgesopen. En wils man doch nicht krepierte Tieren eten darf, besloten zij ihre dode Enten noch schwind ein laatste Mal de vaderen uit te plakken. Weil zij dachten dat de Enten dood wären, beplakken zij die noch veel koler als gewöhnlich. Als zij damit fertig wären, droegen zij die alle heen ihren Hof en leden die door verdood gaan. Aber als zij de nächsten Morgen uitkwamen, dann wären all ihre Enten uitgenichtet en waren alle ganz lebendig verder gekender en schlamden noch wat zum Eten. Oder vielleicht noch wat zum ihren Hangover lindern. En nu trägt noch die Pioniere ihre schwere Arbeit. Von dem Siedlungsland bei Blue Creek wird dort meistens mit sehr dichtem Wald bewassen. Mit viel Struck und auch viel dicke Bein. Dat Wald uitroden wir sehr schwere Arbeit. Dat wir am ersten en ook am tweeden Sommer so naht, dat met de Traktors auf dem veel te bladjen Land nicht viel anzufangen wir. Aber so schwind als de Lied krijgt wisten, wo ihre Büstäden sein sollen, wordt boven met de machetes en Kedensäuren alles Struck en Bein aufgemerkt. En dan gingen de Frühers en de Mäkers an de schwere Arbeit, brachten so viel als möglich auf die Waldplan uit, auf dem Land, wo ihre Gottes worden sollen. Und dann planten sie durch allerhand verschiedene tropische Aufbäume und seien Gordon genießt. Ja, mennonitische Familien deiden am britischen Honduras nochmal war viel sehr schwere Pionierarbeit. Und diese Lied ihre Pionierarbeit in ihrem neuen Heimatland wie vielleicht noch viel schwerer als ihre Väter in Mexiko, Kanada und Russland gewesen wären. Hiermit wir aber aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von der Kolonie ihrem schweren Pionierleben in Britisch Honduras, dem von Delschen Belize. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.